Es ist Sonntag geworden, der 3. Mai. Wir lesen im Losungswort 2. Samuel 2,26. Abner rief Joab zu: Soll denn das Schwert ohne Ende fressen? Weißt du nicht, dass daraus am Ende nur Jammer kommen wird? Im Lehrtext 1. Korinther 7,15 schreibt Paulus: Zum Frieden hat euch Gott berufen. Kann der Mensch aus der Geschichte lernen, auf individueller Ebene, auf nationaler, auf weltgeschichtlicher Ebene? Mit dieser Frage steigen wir hier ein. Es mag eine theoretische Frage sein, aber ihr werdet sofort sehen, wie praktisch es wird. Ich kann mich erinnern an eine Dokumentation aus Albanien. Eine ganz gewöhnliche albanische Mutter, eine Familienfrau, schon etwas ältlich und zerbrechlich, macht sich auf den Weg ins Nachbardorf. Es geht um Blutrache und diese Rache frisst mal in der einen und dann wieder in der anderen Sippe, meist einen jungen Menschen. Nicht unbedingt den Schuldigsten, sondern den, welchen man am besten erwischen kann. Und so geht das Drama über Generationen hinweg weiter. Viele Jahre hat sie diesem Gesetz der Blutrache zugeschaut. Eines Tages steht sie auf und sagt allen anderen, es geht nicht mehr weiter so. Viele schlaflose Nächte haben in ihr einen Entschluss reifen lassen, dass sie sagt, wir müssen diesen Kreislauf unterbrechen. Jemand muss es tun. Sie macht sich auf, erste Telefonate, Briefe, Gespräche, erste Begegnungen. Sie begibt sich in die sogenannte Höhle des Löwen, was ja fast Selbstmord ist und was ohnehin von der Gegenseite nicht akzeptiert werden wird. Und doch, weil sie nicht nachgibt, bröckeln langsam diese Mauern des Hasses. Es kommt so weit, was sie sich geträumt hat, nämlich eines Tages werden wir uns gegenseitig die Hand zum Frieden reichen, und zwar in der Gegenwart des Gemeindepräsidenten. Es wird aufgeschrieben werden und dann wird man feiern. Und genau das geschah. Ich war zu Tränen gerührt, als ich diese Szene, das war noch ein Schwarz-Weiß-Film, gesehen habe. Ich gebe nicht nach, bis wir uns versöhnt haben. Die Hartnäckigkeit einer Frau gegen eine Jahrtausende alte Geschichte. Woher hatte sie diese Einsicht? Und woher hatte Abner seine Einsicht? Woher kam das? Und weshalb hatte Joab diese Einsicht nicht? Joab, dessen Name ja hieß, Jahwe ist Vater. Abner, dessen Name nur hieß, Ner ist Vater. Er war der Sohn eines Ner. Die Frage ist eben nicht, wie man heißt, sondern wie weit das Herz schauen kann. Kann es den Horizont von Schrecken, Angst, Tod und dann dem Reflex, der daraus entsteht, durchbrechen? Kann es diesen Reflex sprengen? Abner, seines Zeichens war General, schon unter Saul gewesen und jetzt unter David diente er weiter. Er hatte diesen Kriegshorizont, wahrscheinlich mehr als alle anderen. Wenn er träumte, vermute ich, gab es auch Schlachtlärm, Geschrei. Wenn er aufstand, gab es Lagebesprechungen, es ging auch wieder um viel, vielleicht auch harsche Worte. Ich kenne das, ich war bis ich 50 Jahre alt war, im Regimentsstab, im Militär. Und dort gab es diese Lagebesprechungen. Das waren natürlich Übungen und man merkte schon dort Nervosität, jemand muss sich durchsetzen und so weiter. Dieses militärische Gehabe. Doch es wird langsam klar. Ein guter Kommandant ist derjenige, der es sich leisten kann, in der Zeit, wo man gerade keine Zeit hat, sich zurückzuziehen, die Gefühle ein bisschen abzukühlen, den Eifer ein bisschen wegzustecken,
klaren Kopf zu kriegen und einen Überblick zu bekommen. Im Eifer des Gefechts kann man nicht überlegen, da lernt man auch nicht viel. Hingegen, wenn man den Gefechtsunterstand aufsucht, und für uns Christen heißt es ja, das Gebet oder auch ein Ort des Gebetes, zum Beispiel auch ein Sonntag, ist ein solcher Gefechtsunterstand, wo man zur Ruhe kommt und sich dann beruft auf das, wozu wir auch berufen sind. Nämlich, was der Lehrtext sagt, wir sind zum Frieden berufen. Worum ging es diese ganze Woche? Habe ich das verstanden? Habe ich das umgesetzt? Weiß ich eigentlich, dass es um den Frieden geht, wozu ich berufen bin? Was mache ich hier überhaupt? Im Militär sagte man immer, und weil wir ein zweisprachiges Land sind, natürlich sind solche prägenden Sätze sehr wichtig. De quoi s'agit-il? Worum geht es schlussendlich? Wer sich diese Frage nicht stellen kann, ist oder wird betriebsblind. Ich sage es nochmal. Betriebsblind werden alle diejenigen, die sich diese Frage nicht leisten können, wenn sie am dringendsten ist. Was ist die unorthodoxe, aber doch dann die schnellste, die nachhaltigste Exit-Strategie? Denn der Zwist geht von Natur aus immer weiter. Wie kommt man da raus? Wir lernen aus der Geschichte allenfalls, wenn wir überhaupt etwas lernen, dass wir eben aus der Geschichte nichts lernen. Das ist ein Fazit. Nach Jahrtausenden von Geschichtsschreibungen. Die Geschichte reimt sich, um nicht zu sagen, sie wiederholt sich. Lucia, diese Frau aus Albanien, hat sich nicht im Zorn und in der Trauer mit den Rachsüchtigen solidarisiert. Sie hat sich nicht gesagt, jetzt erst recht, wir brauchen diese Kraft jetzt, die Kraft der Rache, um ein Exempel zu statuieren. Sie gönnte sich Zeit mit ihrem Gewissen, Zeit mit ihrem Gott. Ich weiß nicht genau, was sie glaubte, aber sie kam genau zum richtigen Schluss. Sie konnte sich den Überblick verschaffen. Die neuen Joabs glauben an das Potenzial der Frustration, vielleicht sogar einer Niederlage, der Rache, dieser Gewalt, dieser Macht, dieser Kraft, die den Menschen freigesetzt wird, wenn sie verletzt sind. Sie wollen es ausnutzen. Sie denken, Stabilität kommt durch einen endgültigen Sieg. Schon Hitler sprach vom Endsieg. Es gibt keinen Endsieg hier auf der Erde. Dadurch kann man keine Stabilität erreichen. Es gibt nur einen Sieg, das ist die Geste der Versöhnung, das ist der Anfang der Versöhnung, das ist Lucia, das ist Abner, das bist vielleicht du und du kannst es erreichen, wenn du dir die Zeit nimmst, im Gefechtsstand, vielleicht gerade dann, wenn es heiß ist oder hernach oder schon wieder vorher, zu fragen, wozu bin ich eigentlich berufen? Was mache ich überhaupt hier? Was denn, wenn nicht Frieden stiften? Ich wünsche euch einen gesegneten Ruhetag.